Gibt man bei Google ein, Erwartungen sind, dann ergänzt der freundliche Suchautomat ohne zu zögern, die Basis für Enttäuschungen. Um die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung zu überprüfen, ist Weihnachten das ideale Übungsterrain. So wurden seit meiner Kindheit die Wünsche ans Christkind genauso regelmäßig wie gnadenlos von der Wirklichkeit unterboten. Diese Geschichte heißt Jahreszwischenräume. Was kann so ein Jahr dafür? Das Abschließen, dem wir alle auf ihm herumhacken. Es stellt lediglich 365 Tage zur Verfügung, mit denen der große Weltgeist und die unter ihm dahin dackelnden Erdbewohner im Grunde treiben dürfen, was sie sich im Rahmen der jeweils mitgegebenen Schädelfüllhöhe ausdenken können. Dabei sind lediglich das Befolgen der 10 Gebote und die Einhaltung des Abgabetermins der Einkommensteuererklärung als Voraussetzung zu betrachten. Ansonsten besteht ein Jahr zu größten Teilen aus Zeit, die man sich freilich mit rosa bebrillten Erwartungen an dieselbe bestmöglich versauen kann. Wer könnte eingedenk der gerade überstandenen Feiertage glücklicher sein, als der erwartungsfreie Artgenosse, der sich nichts zu Weihnachten gewünscht und das schließlich auch bekommen hat. Ganz im Gegensatz zu jenem, der sich durch die Sender zappend vom zartseitig begeigten Fernsehidyll in einen Heiligabendtraum hineinhypnotisieren ließ. Dorthin, wo die festlich bekleidete Familie glücksstrahlend vor der selbstgeschlagenen Nordmantanne mit handgezogenen Kerzen und mundgeblasenen Kugeln sitzt und zu hausgemachten Plätzchen und fein gezupften Gitarrenakkorden mehrstimmig selbst begleitete Weihnachtslieder frohlockt, während Zwergpinscher Figaro auf der weiß beschneiten Gartenterrasse übermütig nach frisch fallenden Schneeflocken schnappt. Wenn dann beim Öffnen der Augen der in einen alten Jogginganzug gequetschte Familienvater mit einer Flasche Augustiner "Wir lagen vor Madagaskar" singend vor dem Plastik-Christbaum liegt und die Mutter mit dem Entsorgen der Tiefkühlpizzaschachtel noch auf das Ende des zweiten Sissi-Teils wartet, während die Fortpflanzungsergebnisse sichtbar tief im Inneren ihrer dauerding-dongenden Mobilfunkgeräte verschollen sind, könnte es durchaus sein, dass sich die Kurven im Soll-Ist-Vergleich weihnachtlicher Erwartungen selbst in einer angenommenen Unendlichkeit nie begegnen. Dass es draußen obendrein noch aus düsterem Gewölk kalt herabnieselt und Frodo, der zugelaufene Mischlingsköter, mit seinen Dreckspfoten den Teppichboden irreparabel ruiniert, ist dabei kaum noch eine Erwähnung wert. Vielleicht hat uns deshalb der Kalender die Jahreszwischenräume geschenkt, um zwischen Weihnachten und Silvester die Erwartungen an das neue Jahr wieder dahin zu schrauben, dass wir an dessen Ende wieder auf ihm herumhacken können.